Die Showmasters of Dirt gibt es schon seit 8 Jahren. Sie sind schon seit dem Beginn dabei. Was sind die größten Neuerungen, die Sie dieses Jahr gezeigt haben? Ja, einmal sicher der Quad und natürlich der Shido, aber vor allem auch die BMX-Fahrräder. Weil diese Tricks und diese Techniken, die heute hier gesprungen wurden, das hat es noch nie gegeben. Mit der Motocross-Maschine angezogen, mit dem Seil, mit einem Backflip und mit dem 360 und. Also die BMX-Fahrer sind eigentlich das Außergewöhnlichste, weil sich die am meisten weiterentwickelt haben. Aber natürlich der Quad ist eine Sensation und der Shido vor allem. Also mit einem Shido, mit einem Snowmobil ist noch nie jemand einen Backflip gesprungen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Publikum? Ja, sensationell. Die Halle war heute ausverkauft. Es ist eine Riesenstimmung und die Show ist einfach mega, mega geil. Es gibt nichts Besseres und man spürt das. Die Leute haben Adrenalin, die Leute haben Schmetterlinge im Bauch und die Leute leben das mit. Und ich glaube, Sie haben heute gesehen, das ist das Maximum von Entertainment. Ja? Wie schwer ist es, eine solche Show auf die Beine zu stellen? Ja, es ist natürlich viel Arbeit, klarerweise, weil es spielen ja viele Komponenten zusammen. Wir machen ja alles selber. Wir machen die Show, wir machen Gastronomie, wir machen VIP, Catering, Technik. Wir machen alles hier am Schwarzl-See. Und das ist immer eine Riesenproduktion. Es arbeiten 500 Personen an dieser Geschichte. Was planen Sie für nächstes Jahr? Also wir wollen nächstes Jahr mit einer Harley Davidson einen Backflip springen und mit einem Auto einen Backflip hier. Mit einem Auto. Wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, eine solche Show zu veranstalten? Es gibt ja viele Shows, es gibt Night of the Champs, es gibt die X-Fighters und das gibt es ja schon viele, viele Jahre. Aber diese Show ist ganz, ganz was Außergewöhnliches, weil wir eben 4 Komponenten haben. BMX, Quad, Shido und Freestyle Motocross und das alles zusammen mit den Full Girls, mit einer super Show, Entertainment dazu. Das ist einfach das, was es ausmacht, dieses Gesamtpaket. How long are you with the group? We're basically dancing for the group, so we've been with the group for what, a few days? We're like the crazy ones. We're like, the crazy ones that haven't been here for long. So we don't have to play with the fire. No, we don't. Yeah, Like, this one plays with fire. I play with fire. She's dangerous, dangerous. Aren't you afraid to burn yourself? No, I love that. I love fire. Burn, 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 burn. I love licking it. Oh, Keep okay. Do you use some special oils or something? And paraffin rods. She body burns as well. She can do burn her this. body. So did you like what the guys did today? Yeah, it was Yeah, awesome. it was Crazy. amazing. Woo! What about next year? Will we also see you here? Oh yeah. Maybe. Okay, so I hope so. Bye-bye. There you go. My impression is just in the Masters of Dirt is you know, all the organization is very, very impressive. You know, this event is very big, and the show is pretty hard. And all the guys and me and all the riders in BMX are all riding perfect, and now it's this is my best impression. You know. Did you have some injuries, bad injuries in your career? Yeah, but the freestyle and the motocross or supercross is, you know, is a risk. You know, there's a many risks for the tricks, and I don't know. This is a crazy sport. You know. What is the most difficult stunt to do? Backflips and combo flips. And I think all is difficult. What about the fuel girls? You like them or? Yeah, the few girls is a crazy girls, and but I think it's necessary, you know, for the show. But the other show is after competition, go a little parties, and she girls is fucking crazies. And in the show they don't distract you. No, but it's more important riding with a motorcycle. Yeah, I think many times see a little bit, you know, looking a little bit the few girls, no, but no, it's more important riding. So what was the craziest thing you've done in your career? Oh, I think probably jumping onto the roof of the Arc de Triomphe and riding off the roof of the Arc de Triomphe. It was a 10-story drop, 30 meters. It's pretty crazy. What about today's show? How would you rank it? The stunts they're tough, you know. At any moment it can go wrong, and one split second of wrong timing and you're crashing and getting hurt. So
It's a tough, it's tough, but that's what we do. But yeah, the show tonight, and every night, it's always a gamble whether you're going to get hurt or not. So I wouldn't recommend it to people to say, hey, go and try what we do. But if you love doing it and you're passionate about it, go right ahead. What is the most difficult stunt in your opinion? The backflips. The backflips with the tricks are really hard because you're upside down, you're spinning, and everything is working against you. Like gravity is against you, and centrifugal force is against you. But yeah, the backflips are definitely the hardest to do.